Prost, na jo, ihr liebe Leid. Ach, von mir hier noch einmal, beziehungsweise wie man sagt, frohes Neues. Ja, ich freue mich jetzt schon wie Sau, weil letztes Mal bei der Silvester-Episode, es tut mir leid, wir waren ein bisschen zu kurz, aber dafür hole ich heute natürlich wieder noch und wir machen heute mal die etwas längere Episode. So, wir sprechen jetzt mal mit dem alten Mann. Hallo? Entschuldigung, Sohn, aber ich hab mein Horn nicht ausgepackt. Könntest du es noch einmal sagen? Hey, alter Mann, wie wär's dann mit Kanone abfeuern? Noch was guckst dann du? Nix, macht nix. Wiedersehen. Machen wir mal hier. Ich hab gesagt, hallo, mein Name ist Threeboot. Oh, hallo, Threeboot. Bist für Mardi Gras hier in der Stadt? Nee, für die Schatzjagd. Wenn es eine Party gibt, dann bin ich da. Ist es überhaupt die richtige Zeit des Jahres für Mardi Gras? Beziehungsweise Zeit im Jahr, Jahreszeit, wie auch immer man es übersetzen mag. Und hier wollte ich jetzt gleich gehen. Tschüssi. Oder? Nee, ich bin hier für die Schatzjagd natürlich. Was? Die machen schon wieder Schatzjagd das Jahr? Ich kann's nicht glauben, dass sie das noch all deine Fehlversuche vom letzten Mal wieder machen. Ich mein, richtige Schatzjagd, nicht so Schnitzeljagd, wächst für Geld. Für Geld? Ja, Sohn. Das ist nicht irgendeine Seite Stroß in Fat Island. Wenn du zocken willst, dann bist du hier am falschen Ort. Ja, aber wir sind doch hier auf Booty Island, das ist doch die Beuteinsel, hier muss es doch was geben. Also, alter Mann, hallo nochmal. Wie war das? Was ist dann doch schiefgelaufen bei der Schnitzeljagd, beziehungsweise Schatzjagd? Ja, irgendwelche Leute sind weggeschleppt worden und dann sind irgendwelche Gräber aufgebuddelt worden. Schreckliche Sache. Naja, genießen wir's Mardi Gras. Oh, nett. Hallo. Wieder Bu. Sprichst mit mir? Hey, alter Mann, wie wär's denn, wenn du die Kanone abfeuern würdest? Wie wär's, wenn dich einfach verzischen tätst? Ich heiß Augustus de Watt, nicht alter Mann. Und die Kanone ist nur für offizielle Anlässe. Der hört jedes Mal sofort auf, mit uns zu retten, der Augustus de Watt. Das ist wahrscheinlich ein alter Holländer. Hallo nochmal. Was? Du murmelst immer noch vor dich hier, seh ich, hä? Sie haben nicht zufällig einen Bruder namens Marty, oder? Nee, der einzigste Marty, den ich kenne, ist der Mardi Gras. Welches Mardi Gras? Das ist ein Scherz, Bu, ein Scherz. Aber du bist denn hier fürs Mardi Gras, oder? Okay, dann sagen wir mal Tschüss. Und genieße es Mardi Gras. Alla Hopf. Dann machen wir mal hier die der auf, weil hier ist der Gemischtwarenlader. Gehen wir mal gleich rein. Die Musik ist eigentlich auch ganz cool hier. Indies Peitsche Trademark gibt's hier. Hier ist noch ein Schild. Gut polierte alte Säge. Schatzkist, Papagei, Schiffhorn, Piratehüte. Links abbiege. Schild, Maske, ein Anker. Steuerbord ist es, glaube ich, ne? Steuerrad, Boatswain's Wheel. Kanone-Kuckler immer hier. Radkappe sind auch noch da, Kanone. Hier ist noch ein Rock'n'Roll Collector's Plate, also so ein Rock'n'Roll Sammelteller, Tiki-Lichter und ein Wahlbild. Okay, es gibt ein paar Sachen, die können wir hier durchaus mitnehmen, aber ich würde mal sagen, wir retten zuerst mal mit dem Antiquitätenhändler. Nette Ladehänse hier. Danke, ich bin sehr stolz auf die Qualität von meinem Merchandise. Und ich verkaufe hier nur die schönste Piraten-Andenke. Und sogar die Tauschware sind erste Klasse. Sie machen hier definitiv die beste Geschenke. Moment. Okay, war wieder etwas zu schnell, aber das macht nichts. So, wir schnappen uns jetzt ein paar Dinge. Und zwar will ich den Spiegelhaber. Er mag ihn da, wo er ist. Okay, dann halt nicht. Dann retten wir mal mit dem Papagei. Olli will einen Cracker? Nö, anscheinend nicht. Okay, wie sieht's dann mit dem Schild hier aus? Gucken wir uns mal an. Da steht, Vorsicht vor dem Papagei. Schnappen wir uns mal. Ich würde gerne das Schild hier kaufen. Das gibt's nicht, das ist nicht zu verkaufen. Oh, Naja, ich glaube, ich kann's schon verkaufen. Das kostet dann 5 Piaster. okay, nämlich, wir haben ja noch genug Geld von unserem ersten Einkommen.
Dankeschön. Jo, das brauchen wir nämlich. 386 Piastra haben wir noch. Das brauchen wir, damit wir das Papageierfutter nämlich hier aufhängen können an dem Hocker. Und dann können wir uns das Spiegel nämlich nehmen. Da ist auch noch ein kleiner Bilderrahmen, aber wir wollen auf jeden Fall das Spiegel haben, den brauchen wir noch später. Denn den ich gern kaufe, den Spiegel. Super, der kostet dann 15 Piastra. Jo, nämlich. Okay, dankeschön. Dann hätte ich noch gern so einen neckischen Piratehut. Einer von denen hätte ich ganz gern. Ja, sind die ich ja gern verkaufe. Die kosten dann 30 Piastra pro Stück. Jo, die nehme ich. Ja, nehmen Sie mal einer von Lader hier hinten dran. Bitteschön. Dankeschön. Sehr schön. Gucken wir uns natürlich mal an. Von Nummer 27 inspiziert, alles klar. Und beim Spiegel, ich fühle mich schön. Okay, was gibt's denn da noch, was wir uns eigentlich holen können? Die Säge natürlich, genau. Die Säge holen wir uns. Die gut polierte alte Säge hätte ich ganz gern gekauft. Exzellent, die Wahl, die kosten 25 Piastra. Ja, natürlich, die nehme ich. Saugut. Dankeschön. Jetzt sind wir noch bei 326 Piastra. Wir haben immer noch mehr als genug. Der Anker, Vase. Können wir die Vase mitnehmen? Die Vase, die ich ganz gern kaufe. Das ist eine von meinen Lieblingen im Lader. Okay, ich habe anscheinend, oder er hat nicht genug, um sie verkaufen zu können. Indies Peitsche als Archäologe will ich die selbstverständlich haben. Ich hätte ganz gern die Indie Peitsche Trademark. Die ist unverkäuflich. Alles klar. Ich glaube, dann hätten wir soweit auch alles, außer hier das Kartenstück von Big Whoop. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ich hätte ganz gern das Kartenstück hier kaufen. Die kosten dann 6 Millionen Piastra. Willst du haben? Das kann ich mir aber nicht leisten. Ah, dumm gelaufen. Okay, dann sprechen wir doch mal mit dem da drüber. Nehmen Sie auch Kredit? Ja, als ob du einen hättest. Ich persönlich akzeptiere nur Schecks und Traveler, oder was war das? Ah, nee, Quatsch, Tauschgeschäfte, nicht Traveler. Natürlich kein Traveler-Schecks, sondern er will Tauscher. Okay, was für Tauschware würden Sie dann dafür akzeptieren? Ja, meistens so alte Schwerter, benutzte Papageier und irgendwas, was aus Bronze ist. So alte Schiffsteile noch. Würden Sie mal die Karte gegen einzelne Sache eintauschen? Nö, aber da gibt's vielleicht etwas, was ich dagegen tauschen würde. Ja, was würden Sie dann tauschen gegen das Kartenstück? Ja, da gibt's so spezielle Schiff, was da vor Ort gesunken ist und ich hätte gern die Galionsfigur. Ich gebe dir das Kartenstück, wenn du mir die Galionsfigur dort vergibst. Ja, könnten Sie mal erzählen, was das ist und was das für Galionsfigur überhaupt ist? Ja, und zwar handelt es sich um die große Galeone namens Verrückte Affe. Und das ist eines so eine großartigste Kunststücke, die es überhaupt gibt, von der Welt wo gibt. Und ich bin ein Kunstsammler, von daher hätte ich das Ding ganz gern. Okay, dann erzählen wir doch ein bisschen was mit dem Schiff und dem tolle Galionsfigur da drauf. Ja, nach wie vor die Mad Monkey. Und niemand weiß, wo es gesunken ist oder warum. Aber ja, die Galionsfigur, die ist ein großartiges Kunststück, nach wie vor. Deswegen will ich's. Ja, da erzählen uns wieder nur was selber. Okay, ich muss gehen. Ala hopp. Gut, alle. Dann können wir uns da nochmal in den Kostümverleih begeben. Da haben wir hier den Joanne Lizard Trademark, wir haben den Bowling Boy Trademark, den Mighty Moose, der mächtige Elch Trademark, was war da? Die Sailor Pet Trademark, Mealy Monkey Trademark, Rickety Rabbit Trademark, Caroline Crocodile Trademark, oh, das ist einfach nur der Ladebesitzer, Caveman Fred Trademark, Rhinoceros Ted Trademark, Ugly Green Hat ohne Trademark, Cosmic Clown Trademark. Okay, retten wir mal mit dem Hansel hier. So, Herr Ladenbesitzer. Entschuldigung. Ich würde mir ganz gerne ein Kostüm ausleihen. Unsere Kostüme sind alle schon reserviert. Entschuldigkeit. Okay, ja, der Typ erinnert mich ein bisschen an der Helmut Kohl, deswegen die Dappe Stimmen.
Ja, ich würde aber wirklich gerne Kostümausleiher. Versuchen Sie wohl noch Mardi Gras herzukommen. Okay, aber sie haben doch tonnenweise Kostüme. Die sind alle reserviert verleiht, die sie sich dann später abholen wollen. Und warum sind ihre Kostüme überhaupt so beliebt? Ich bin der einzige Kostümverleiher im 5-Insel-Bezirk. Und so nebenbei, jeder, der zum Mardi Gras kommt, ist auch bei Gouverneurin Marley vom AWS eingeladen und holt sich dann hier die Kostüme ab. Alle hopp, sie sehen sehr beschäftigt aus. Ich komme dann später mal wieder. So, da müssen wir definitiv dann später nochmal hier. Aber dazu dann später. Frau mit großem Hut. Alles klar. Das ist übrigens die Captain Kate, die schon mal erwähnt wurde. Hi, ich heiße Guybrush. Ich bin Captain Kate Capsize. Wollen Sie Ihr Schiff chartern? Ich mache Hochzeiten, Begräbnisse, Bar Mitzvahs, was du willst oder was Sie wollen. Okay, Ich suche noch einen großen Schatz, Big Whoop. Ja? Naja, wenn Sie die... Moment... Der erste Mart war irgendwas. Ah ja, der muss irgendwo versteckt sein auf einer Insel namens Blinky Island. Ich habe niemals die Insel oder der Schatz gefunden. Und ja, irgendwas mit irgendjemand ist gestorben, Entschuldigung, und sie hofft, dass ich auch größeres Glück habe. Und bei so nebenbei, die ist fast ein Kopf größer als er. Ganz schön große Frau. Okay. Könnte ich endlich von den Flugblätter haben? Ja, klar, hier bitte. Okay, dann wäre ich ja noch daran interessiert, ein Schiff zu chartern. Ja, super. Nicht viele Leute wollen mit Glasboote wieder rausgehen. Und bald gehe ich noch Fat Island und dann reden wir mal über den Preis. Das kostet dann 6000 Piastra. Okay. Akzeptieren Sie auch Kredite? Okay, das hieß einfach nur nein. So viel habe ich leider nicht. Tja, dann sollten Sie wohl bisher mehr finden, ha? Sieht wohl so aus, ja. Da gibt es übrigens auch so ein paar Dinger, und zwar Pick-up. Captain Kate heißt so viel wie Schleppe ab oder Reise auf Captain Kate. Da kann man noch ein paar Wortwitze rausholen. Was macht denn ein nettes Mädel an einem Platz wie dem hier? Ich versuche Typen wie Sie zu vermeiden. Und wir machen weiter schlechte Armmacher. Kommen Sie oft hierher? Nicht so oft, offensichtlich. Noch einmal? Ich kann meinen Atem für 10 Minuten erhalten. Tja, dann bräuchten Sie ein bisschen mehr, um mich abzuschleppen. Okay. Wenn du willst, kannst du mich Knochenmeister nennen. Ich bin überrascht, dass sich überhaupt irgendjemand irgendwie nennt. Ach, in so Mädel wie dich kann ich mich auf jeden Fall verknallen. Fall off und hoffentlich von einer Klippe runterfallen. Okay. Was ist dann Ihr Zeichen? Kein Durchgang. Wollen Sie meine keine Ahnung sehen? Hätten Sie ganz gern nette Fruchtpunsch? Beziehungsweise hätten Sie ganz gern einen Schlag auf die Nüsse, würde ich jetzt mal übersetzen. Okay, lassen wir mal die Armen frei in Friede. Frauen haben so schon schwer genug, ohne irgendwelche Idioten, die versuchen sie ganz billig abzuschleppen. So, hier haben wir nämlich was ganz Neues. Stan's Previously Owned Coffins. Der gute alte Stan hat ein neues Geschäft eröffnet. Könnte ich theoretisch als Archäologe auch machen. Ich meine, so als Archäologe ist es durchaus so Zweitbeschäftigung als Gebrauchtssarghändler, die sich von sich aus ergeben würde. So, wir gehen mal Reihe zum... Howdy! Willkommen zu Stans Verbrauchssager. Es geht natürlich um die Toten, die handeln mal wie die Lebende und was kann ich ja für sie machen? Irgendeine Familiengrab. Und sie haben natürlich Glück, gucken sich nochmal die Qualitätsware an. Noch nie von einer lebenden Seele berührt worden. Und die sind nur für ein paar Stunden erhältlich und natürlich die allerbeste Beerdigung. Dann sprechen Sie mal, oder sind Sie tot? Und hier sind Sie auf jeden Fall an der richtigen Ort dafür kommen. Und ich liebe diese Stance-Musik, die ist so geil, die ist auch 1000-mal besser als die vom Gebrauchtschiffhandel. Das setzt sich dann durch jedes Monkey Island 8 durch, ab hier, dass die Musik zu Stan gehört. Ich finde die so großartig, ich habe die auch schon mehrfach als Ohrwurm im Kopf gehabt, einfach nur, weil die so eingängig ist.
Ja, gucken wir mal. Derzeit brauche ich eigentlich nichts, aber ich könnte mal ein bisschen mit dem Retter. Hätten Sie nicht eigentlich einen Gebrauchtschiffhandel gehabt? Naja, schon, aber ich habe mich entschlossen, in eine Businessreihe zu gehen, wo die Kunden dann doch etwas weniger anspruchsvoll sind und nie mit zurückkommen können, um sich zu beschweren. Machen Sie auch Beerdigungen? Natürlich arrangieren wir auch Beerdigungen und nicht nur irgendwelche alle in Schwarz und 3 Taschentuch-Affären. Nee, wir machen so richtig im Mardi Gras Rowdy-Style für alle Piraten von Welt hier, ne? Und es ist das Fun in Funeral. Ach du liebe Zeit, was ein Arschloch. Oh Mann, okay. Das können wir erst später machen. Also, wir können es jetzt schon machen, aber wenn er uns einen guten Gebrauchtstag zeigt, dann steigt er da rein und da brauchen wir aber noch was dafür, damit wir da ein bisschen tricksen können. So nebenbei auch wieder so Easter Egg. Hier ist das LucasArts-Symbol auf dem Sarg noch mit drauf. Naja, also derzeit brauche ich eigentlich noch keinen Sarg, so nebenbei. Es ist nie zu früh, um seine Beerdigung zu planen. Machen Sie gut die Reservierung und dann kriegen Sie auch auf Scap Island so ein wunderbares Grab-Trademark reserviert. Und da gibt es auch richtig schöne Discountpreise und so Miete. Ja, wissen Sie, für Barbecue-Partys und so kann man die Sache auch mieten. Alles klar, dann gehe ich jetzt aber mal. Wir sehen uns wieder. Ja, sicher. Und hier gibt's noch einen Weg, um zu sagen, ich kümmere mich um meinen Kunde. Er hat mir noch was gegeben, und zwar ein Taschentuch. Ja, Hanky ist anscheinend tatsächlich ein Taschentuch. So, dann gehen wir noch hier. Und hier kommen wir zum... Na, wer ist der Nächste? Der große Tag zum Spucke ist halt. Ja. Gucken Sie sich doch mal die saftige Meute hier an und testen Sie mal Ihr Skills im Rotzers hier. Okay, dann retten wir doch mal mit dem Hansel. Wie war das? Ah, ich erinnere mich. Ich muss vorher noch was kaufen. Okay, ich wollte gerade sagen, hängt's gerade. Ich muss hier noch was kaufen. Und zwar brauche ich noch das Nebelhorn. Die Musik ist eigentlich auch ganz schön. So, das Schiffshorn, das brauchen wir noch. Das Schiffs- bzw. Nebelhorn brauche ich noch. Okidoki, kostet dann 40 Piaster. Ajo, nämlich. Ist zwar sauteuer, aber ich geb Ihnen etwas vom Hin am Laden natürlich mal wieder. Bitteschön, Aussteller wären nicht verkauft. Gut, dann haben wir unser schönes Nebelhorn. Mit dem müssten wir nochmal retten, mit dem Holländer. Hallo, sprich. Genau, was ist dann eigentlich hier die offizielle Sache mit der Kanone? Ich guck aufs Meer raus und wart, bis das Postboot hierher kommt und dann, ja, feuer ich die Kanone ab, das ist schon 3 Tage überfällig. Gut, wie das Übliche. Richtig, der wart, bis das Postboot kommt. Wenn ich dann nämlich Dorei bloß, dann schießt er das Ding ab. Dafür brauchen wir dann später aber auch noch was, aber wir können schon mal das Gelaber erledigen. Deswegen reden wir mal mit dem Spuckmeister. Ich hier, hey, ich will's versuchen. Ein Freiwilliger, ja super, dann guckt mal hier, liebe Leid. Der sieht nämlich aus, als könnte er ordentlich in der Abspucke wie Estanberschel. Juicius Maximus, der dritte Igitt des Safticus Maximus. Okay, der Phlegma-Meister. Der Captain Lugi. Ich glaube, das ist sowas wie Grüner, oder? Okay, dann bin ich definitiv der Safticus Maximus, der dritte. Der Saftmann Max Muckus. Jo, Alter, dann rotz mal los. Okay. Ah, wie eklig das Geräusch. Ah, na. Und... Uachs, du... Ach ja, das war wohl ein Rohrkrepierer. Ja, das war ein bisschen zu viel gerotzt und ich hab nicht genug Saft in der Gosch. Naja, wenigstens habe ich es probiert, genau. Aller hopp. Gut, drum kümmern wir uns definitiv noch. Wir gehen jetzt aber erstmal nochmal hier raus und erkunden nochmal Booty Island, damit wir wenigstens so viel heute noch gemacht haben.
Wie gesagt, heute machen wir jetzt auch ein bisschen Überlänge, dafür, dass beim letzten Mal zu kurz gekommen ist. Da gibt es nämlich noch eine Klippe. Da können wir aber derzeit noch nichts ausrichten. Das wird später noch wichtig. So, dann haben wir hier nichts mehr und wir haben hier einen großen Baum. Der wird später auch noch wichtig und hier gibt es auch eine kleine Struktur. Das ist einfach so was wie ein Zollhäuschen und da ist das Anwesen von der Gouverneurin. Sodele. Da wäre noch hier so ein kleines Scheißhaus. Da haben wir noch eine Planke. Die können wir natürlich können wir die mitnehmen? Natürlich können wir die mitnehmen. Die gucken wir uns natürlich auch mal an. Okay, passt hervorragend in Löcherei. So, dann gehen wir da hier und benutzen wir uns Scheißheißel. Nee, danke. Da gibt es anscheinend nur irgendwelche Katalogsseiten, die man als Klopapier verwenden kann. Das will der feine Herr wohl nicht haben. Alle hopp. So. Den Paddel, den brauchen wir auf jeden Fall, um da hochzuklettern. Aber wir brauchen noch was anderes. Ich bin mir doch nicht mehr... Ich glaube, ich weiß wieder, was wir brauchen, ja. Oh mein Gott! Da fliegt ein Toupet weg. Der Geisterpirat LeChuck! Reingelegt. Sie erkennen auch kein Mardi Gras-Kostüm, wenn Sie es sehen, oder? Gibt's irgendwas, womit ich Ihnen helfen kann? Nettes Kostüm. Ich hab mich jetzt tot verschreckt. Dankeschön. Wo ist denn Ihr Kostüm für die Gouverneursparty? Party? Was für eine Party? Natürlich die Mardi Gras Party von Gouverneurin Marley. Nur für Leute mit Einladung und nur für Leute mit Kostüme. So Sache, wissen Sie halt. Ich hab aber keine Einladung. Ja, dann kommen Sie an mir nicht vorbei. Elaine Marley von Millie Island, Trademark? Jupp, dieselbe heroische Elaine Marley, die der Geisterpirat LeChuck gekillt hat. Aber ich hab LeChuck abgemurkst. Warum sollte Gouverneurin Marley lügen? Für Aufmerksamkeit? Ne, das ist einfach nur zu assi. Neid natürlich. In ihre Träume. Na gut, dann viel Spaß noch bei der Arbeit. Machen Sie weiter. Okay. Gut, das war's dann erstmal hier. Mehr können wir halt nicht machen. Guard-Kiosk, okay. Ville de la Boutie. Alles klar, dann gehen wir nochmal durch hier. Ich muss... Nee, ich glaube, da brauchen wir nichts. Wir gehen zu Dreads Schiff. Und wo soll's hingehen, Mann? Wir gehen nochmal nach Scab Island. Da müssen wir nämlich auch ein paar Sachen erledigen. Und ich stehe dann, sag ihr, liebe Leute, heute haben wir wieder ein bisschen Überlängen gemacht. Deswegen, nachdem Captain Dread es vielleicht irgendwie schafft, nicht wieder zurück nach Booty Island zu segeln, sondern unseren Weg nach Scab Island Dinosaurierparadies wieder findet, wird die Sache, dass wir an der Stelle dann unseren Cut machen. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zur Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge Special Edition. Ultra geil in Space mit Käsekruste auf pelzig. Das sieht ein bisschen aus, als würde der murksige Häuser vom Nikolaus zeichnen. Alter Falter. Also ich will nicht wissen, was der Kerl sich neiföhnt, während er da am Steuer sitzt. Ach du Scheiße. Na gut. Er hat ja noch irgendwie den Weg gefunden. Von daher die Sache. Wir sehen uns dann übermorgen wieder hier in Woodtick. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.